Moin, ich bin Lisa von iPlatt Love und da hoben mit der Leben Gretel und Barst. genau, mockt wie hüt ein Wöddel kauken. Und was bucht wie du für Gretel? Ja, ich glaube, wir habt hier eins schön hingestellt. Wir brauchen Mehl, Zucker, geriebene Mandeln, Eier, Woddel, Zitrone, ja, ein bisschen Butter für die Form und ein bisschen Paniermehl. Ja, das ist eins. Genau, und wir haben noch ein bisschen Puderzucker storn und Backpulver. Ja, Und damit können wir loslegen, oder? Ja. Super, mock wieder doch. zuerst stellt wir den Backofen an. 175 Grad. Jo. Aufpassen, dass keine Schale da mit drin kommt. Da. Oh, das ist auch gut. Dann habt ihr das fertig. Hier hab ich nur das getrennte Eigelb in und mit dem Mixer und dem Zucker schlot wie das nur schön schumig. So, dann habt ihr das schumig. Woran erkenne ich, dass das schumig ist? Ja, einmal, da das eine homogene Masse ist und da das kein Klumpen ist, sondern eins sich miteinander verbunden hat. Okay. Für den Wöddelkauken buchen wir jetzt natürlich auch Wöddeln. Und Wöddeln schälen ist immer so ein bisschen emsige Arbeit. Und von daher haben wir es Hölpholt. Ken bist du denn? Ich bin Elke, Gretels Schwester, und ich höre hier ein bisschen mit Woddeln schälen und das mag ich jetzt. Genau, das ist nämlich der nächste wichtige Schritt. Und dann, dort was ich noch übernehmen darf, der Zitronenschorle einmal afrieben. Das mag wie du. Jo, dann müssen wir mal loslegen, ne? Dann mag ich. So soll das denn nachher gut für den Kuchen. So, dann fangen wir hier an mit dem Krach. Geht einmal los. Jetzt kicken wir uns das an und seht, ob das stief worden ist. Einmal über Kopf, jo, Lift, Das ist der Test, ja? das wird der Test. Ja, cool. Okay. So, und nun können wir hier aber wieder muggen. Ja. Nun kommt du erstmal die Woddeln rein. Die Mandeln. Mal erst noch Mehl mit drin. So? Ja. Zack. Hier. Und warte, das noch ein bisschen rühren. Ich glaube, das geht auch so, ne? Ohne Mixer, ne? Meine Oma hat mir immer gesagt, dass ich sonst ja die ganze Luft wieder gut schlagen Ja, würde. hast recht. Wir haben den Bacon so wie fertig und bereiten nur die Form vor. Wie macht ihr das denn? Wir nehmen ein bisschen Butter, fettet die Form noch mit in. Damit die Kuchen dann nicht an fastbacken da, geben wir noch ein bisschen Paniermehl darüber. Gauer Tipp. Ja. So, und dann wird das alles so ein bisschen abschüttelt. Ja, mach die Schüttel leer. Mag ich sauber. So, nun kommt der Kuchen im Backofen. 175 Grad. So, mittlere Schiene für eine Stunde. Der Mantau. Wir habt den Kauken nur all im Oven bin und der brug aber noch so bummelig 30 Minuten, sind nur aber schon ziemlich gaut gut. Was macht wir denn damit hier nicht so brun was brauchen? Ja, ich leg dann als Tipp schon mal ein bisschen Backpapier oben drauf und dann warte nicht so brun vom Boden. Wunderbar, gauer Tipp. Ja, dann mag wir das mal, ne? So. So. Ja, die Zeit ist nun kick wie, ob der Kuchen fertig ist. Okay. Und damit wir weit, ob das Gohr ist, nehmen wir eine Nudel und kick so einmal rein. Wenn ihr was an Backen da, dann ist er noch nicht Gohr. Dann ist sie noch nicht fertig. Dann muss ihr noch ein bisschen wieder backen. Ja. Ah, das ist ja ein gauer Tipp. Ja. Wow. Oh, der das ist ist gau fertig, gut. der ist gut. Jo. Der sieht gau Einmal hier gut. drauf. Jo. Und dann, Eine wichtige Sorge habt ihr noch für den Kauken. na,
Den Puderzucker. Nee, erst wenn er kalt ist. Ach, erst wenn er kalt ist, okay. Ja, und dann kommt der Puderzucker. Dann kommt der, darüber. warum? Warum macht man das erst, Ja, wenn die sonst cool ist? wird das zu saftig und dann ist die schöne Deko hin. Ah, Dann ist das nicht okay. mehr pulverig, sondern das vergeht mit dem Kauen. Okay, also wichtig, den Puderzucker erst drauf da, wenn der Kauken cool ist.